Herzlich willkommen zu einer neuen Zucht Video. Das kann ja Hummer als etwas Neues evaluiert. Wir machen einfach nur eine kleine Serie Kurzvideoen, ähnlich gesagt Quick-Tippen, wo wir just nehmen einen ganz präzisen Punkt am Lightroom weisen und erklären. An Haut geht die Serie mit den Verlaufsfiltern un, aber den Tipp ist, geht er direkt nom Intro gewur. Wie gesagt, es geht um Verlaufsfiltern. Das ist das heute Symbol oben am Lightroom. Ich klicke mal einfach ein bisschen drüber und sehe einen Verlaufsfilter das Bild. Wenn ich einfach so ziehe mit der Maus, dann geht er nicht unbedingt Ried. Wenn ich ihn aber gerne genau Ried will raufziehen, da kann ich Shift drücken und dann ziehe ich ihn. Und da kann ich just Ried horizontal und vertikal, aber er geht nicht schief. So. Zum eigentlichen Tipp aber, ich ziehe den Verlaufsfilter also auf das Bild. Das ist egal, wie weit ich ihn aufziehe, das ist beim Tipp nicht so wichtig, weil das werde ich wollte weisen, als die Bereichsmaske. Die ist im Moment aus. Das heißt, geht einfach mein Filter so weit, wie ich ihn eben da zeige. Voilà. Ich meine, der traut das den Effekt, wie weit der Filter geht. Du siehst, wenn ich ihn rüber oder raufsetze, da geht den mehr oder minder weit. Wenn ich dann also etwas bearbeite, ich setze die Belichtung vom Himmel gerne rauf, dann geht einfach alles rauf und da geht doch Bierger gehen matt aufgedunkelt, weil ich dem nur welche Situation das nicht unbedingt will. Dafür lösche ich den Verlaufsfilter mal immer nicht 10 oder einen neuen das Bild, weil ich weiß nicht, wie weit es geht. Und dann kann ich aber auf die Bereichsmaske klicken und da Farbe auswählen. Da kann ich mein Pipette holen und am Himmel klicken, voilà. Und da geht just die Farbe vom Himmel abgeholt, an die ich geklickt habe. Und da sieht dass die Bierger davon gar nicht betroffen sind, weil die gar nicht die blaue Farbe, wo ich dran geklickt habe, haben. Aber wenn ich dann meine Belichtung raufsetze, da geht wirklich nicht mehr den Himmel, respektive die Farbe vom Himmel, die ich ausgewählt habe, raufgesetzt. Und da sieht dass die Bierspitzen davon gar nicht beeinflusst gehen, weil die gar nicht die Farbe haben. Du kannst dann natürlich, wenn ich auch nach den Dotendeel will, kann ich Shift drücken. Da könnt ein kleines Plus bei Pipette wieder gesehen. Ja, ich drücke Shift, ich klicke da dran, da geht den Teil von der Farbe auch noch mal abgeholt und da wirkt der Verlaufsfilter auch noch da drüber. Voilà. Du siehst da schon global den ganzen Himmel maskiert mit dem Verlaufsfilter, den ich viel mit dem Bilder aufgezogen habe, mit denen aber innen gut keine Wirkung mehr entfällt. War schon lohai ein bisschen sehr gemacht, für einen unschönen Übergang. Da kann ich natürlich auch nach da klicken, gucken, dass ich den Himmel schön harmonisch kriegen. Voilà. Das war es für den ersten Tipp. Lo lösche ich den dort den Verlaufsfilter. Und dann sehe ich einen Verlaufsfilter das Bild. Und ich will den Himmel aufdunkeln. Mehr an Platz bei meiner Bereichsmaske der Farbe auszuwählen, kann ich auch Luminanz auswählen. Und da sehen wir hier innen, könnt ein Teil bei, was heißt Luminanzmaske anzeigen, mit einem Bereich von 0 bis 100 an Glättung. Wenn ich hier die Luminanz anklicken, dann ist nicht ganz viel anders
bis zum normale Filter. Melokendisch aber da so, ich will, dass das sich nicht auf die allerdeichtersten Deler von die am Menge Verlaufsfilter sind aufwirkt. Und da kann ich die Heimat da ausklammern. Da sieht, werde ich mehr weit gehen, da, wird mehr der heller, der dunkler Bereicher ausgeklammert gehen, an sich nicht, wo der Filter sich nicht wird drauf applizieren. Ich lo denke aus, meine Belichtung aufsetzen, sieht da, dass die sich just auf den hellsten Bereicher dann appliziert, die hier an dem dort Bereich sind am Menge Verlaufsfilter. Da kann ich natürlich hier mit der Glättung auch nachgucken, wie Müll oder wie soft oder manner soft den Übergang soll sein. Wenn ich so meine, das sind zum Beispiel auf 0 setzen, das sind zum Beispiel den Übergang ganz hart, da sehen wir dann gut high. Und dann ist natürlich auch, wenn ich dann Bearbeitung, meine Belichtung aufsetzen, voilà, dann ich meine, das dann nicht schön, da sehen wir es. Voilà, aber das ist auch eine Möglichkeit, ich kann auch so einfach hier einen Filter des Bildschirms haben, den ein bisschen mit Deichter oder hier den Wiss. Und da kann ich auch eben Luminanz auswählen. Voilà, und da sehen wir, dass wenn ich dann die Helldinger ausklammere, weil ich will das nicht, dass dass der Verlaufsfilter darauf wirkt, klammern ich die Helldeler aus, da bleiben just die dunkelsten Deler übrig, wo der Filter sich wird applizieren, setzen ich meine Belichtung drauf, voilà, da sehen wir, da gibt just nimmer die deichter Deler, die ich ausgewählt habe, aufgedunkelt an die Helldeler, die Wiss, die am Anfang komplett am Filter dran liegt, die bleibt quasi unverändert, weil die viel mehr hell ist, an die Hellwerte habe ich ausgeklammert, weil ich nicht will, dass der Filter sich soll darauf applizieren. Weil ich kann natürlich auch den Gegenteil machen, und ich hätte gern, dass es sich auf die Hellwerte appliziert. Und das geht dann hier, ich hätte dann aufsetzen, Belichtung zu stärken, und hier ist hier aktiv nicht schön mit, war am Anfang, just für den Prinzip zu weisen. Genauso kann ich auch so ich hätte nicht mehr gerne den Filter, dass man sich auf den deichteren Teil sollte applizieren, und da kann ich den ein bisschen mehr hell machen, das ist schon nicht zu viel, weil ich meine, da sieht, was da geschieht, aber da kann ich den ein bisschen mehr hell machen, und ich kann nicht, dass den ein bisschen abgehellt sollte gehen, ohne dass dafür aber den hellen Teil hier am Birsch, wo die Sonne drauf schenkt, der schon extrem hell ist, dass den zu viel hell geht. Voilà. Das war am Anfang schon für den ersten Quick-Tip-Video, so mal so. Wenn ihr Fragen habt oder Sachen wollt wissen, könnt ihr es gerne an Kommentare schreiben. Wenn das Video euch gefallen hat, dürft ihr auch gerne einen Daumen nach oben lassen, am anderen Fall nach unten. Und ihr könnt gespannt sein, es werden in Zukunft noch weiter so Quick-Tippe kommen, wo man auf Einzelpunkten just vom Lightroom angehen. Kurz und knackig, gebe ich so. Voilà, das war es für den Quick-Tipp von Haut zum Verlaufsfilter. Ich hoffe, den hat euch gefallen. Ihr dürft gespannt sein, es wird noch in Zukunft weiter so Quick-Tippe kommen. Ich sage euch merci fürs Gucken, bis geschwind, Adi.